Letzugo in krasser Kritik, weil er fremde Leute beim Essen filmt. So wird das Ganze zumindest aufgebauscht. In einem weiteren Tweet, der gestern nochmal viral gegangen ist. Hier wird auf X geschrieben, unfassbar, dass Streamer wie Letzugo und Phoebe immer noch nicht raffen, dass man im Restaurant nicht filmt. Die Leute wollen einfach in Ruhe essen. Und habt ihr schon mal etwas von Hausrecht gehört? Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Also ein ziemlich aggressiv. Okay, ich? Weiß ich davon? Bruder, um was geht es? Um was geht es gerade? Erklär mal einmal kurz. Ah, wegen dem McDonald's. Ah, okay. Post. Und die Leute sind auch ziemlich aggressiv gegenüber Letzugo in den Kommentaren. Dass der Boy überhaupt weiß, wie man atmet, ist ein halbes Wunder. Das ist wirklich noch das Harmlose. Oder sowas. Jedem Streamer gehören einmal pro Tag in die keine Ausnahmen. Also was ist denn hier los, der Bruder? Robert Kienes, komm, 1 gegen 1, komm, in Real Life, hau mir in die Fresse. Komm, wenn du es auf Twitter schreibst, dann komm. Komm alleine und hau mir in die Fresse, du kleiner... Digga, wie redet er online, Digga? What the fuck? Mann, was ist das schon wieder? Ja, also, Digga, Bro, ich hab das auf Twitter gesehen. Ich bin ab und zu mal auf Twitter und da habe ich das auch wieder gesehen, Digga, da haben sich so viele Leute drüber abgefuckt, wie ich da geredet habe in diesem McDonald's. Bruder, wir sind in McDonald's reingegangen, haben keinen wirklich in die Fresse gefilmt. Gar keinen. Man hat vielleicht 1, 2 Leute im Hintergrund gesehen. Aber sonst hat man nur mich gesehen. Okay? Wir haben bestellt, dann kommt da so ein McDonald's-Mitarbeiter und kommt so richtig so, ja, hier Kamera aus, hier nicht filmen. War ich so, okay, gut, können wir rausgehen oder irgendwie sowas? Dann hat er direkt mit Polizei gedroht. Und als er direkt mit Polizei gedroht hat, Bruder, dann bin ich halt Crash-Out gegangen. So, dann dachte ich so, Digga, muss das sein? So, Bro, chill doch. Guck mal, hätte er einfach gesagt, yo, hier nicht filmen, bitte, danke, geht raus, auch nicht Terrasse, gut, geht raus. Bruder, Tamam, ich wäre rausgegangen, ohne irgendwas zu sagen. Digga, er hat direkt zweiter Satz war direkt, yo, ich rufe jetzt die Polizei. Bruder, wir hatten nicht mal Zeit wegzugehen. Versteht ihr? Und deswegen bin ich dann Crash-Out gegangen. Deswegen. Aber Bruder, ich sag sowieso, Twitter, hier frisst meinen Mittelfinger, ihr Vollidioten, Digga. Ihr sitzt jeden Tag auf eurem fetten, verpilzten Arsch, Digga, und hatet alles und jeden auf Twitter. Bruder, ihr habt eh alle kein Leben, Digga. Alles, was ihr sagt, ist nix wert. Es hat nix an Wert, was ihr sagt. Bruder, alles, was ich sage, ist auch nicht so krass wert, aber vielleicht ein bisschen mehr wert als ihr. Bruder, ihr chillt auf Twitter, auf Serious. Digga, ihr könnt nicht real sein, Bro. Ihr könnt nicht real sein. Twitter ist die größte Drecksplattform mittlerweile. Digga, Bruder, was ich da alles lese, es geht nicht mal um mich, Bruder. Ich lese da wirklich jeden Tag, ich gehe wirklich jeden Tag so erwischt. Ich gehe so jeden Tag 15 bis 20 Minuten auf Twitter, aber poste nichts, wenn, dann like ich von Ado was, aber, Bruder, was ich da mitbekomme, ja, Alter. Die haben alle wirklich die sagen alle, ich wäre verblödet, Bruder, die checken nicht, dass die komplett andere Parallelwelt sind und die komplett verblödet sind, wirklich andere Dimensionen verblödet sind die da alle, Digga. So, was sagt Ryfex noch? So, was ist denn hier los? Der Bruder hat in einem McDonald's gefilmt. Also ich weiß nicht, warum Deutsche wirklich so geisteskrank crazy... Alter! Alter, oh mein, okay, Ryfex, okay. Alter, ich hab Rücken von ihm, okay. Okay, krass. Ich verstehe, das, was Hugo gesagt hat, ist jetzt nicht das Respektvollste. Aber ja, das stimmt, aber das habe ich auch nur gesagt, weil er direkt mit Polizei gedroht hat. Der Mitarbeiter direkt die Polizei rufen Rede. wollte, bevor er ihn angesprochen hat, finde ich auch ein bisschen persönlich übertrieben. Wir reden hier von einem random McDonald's, wo er sich an der Selbstbedienung filmt. Und wenn ich dann zum Beispiel im Hintergrund einfach mal so durchs Bild laufe, was glaubt ihr, was dann passiert? Dass die gesamte Welt dann so auf euch draufschaut? Dann würde wahrscheinlich noch nicht mehr auf euch achten. Gucken wir uns jetzt aber auch noch mal den Clip an. Es geht doch schon mal raus, ich komme mit dem Essen. Nee. Wie nee? Hä? Vor allem Annika sagt, geht doch schon mal raus. Ich hol Essen. Er sagt, nee. Digga, hä? Ich sehe das erst jetzt. Was verlabert der Polizeianruf jetzt? Fuck mich ab. Nee, also komm, Bruder, wirklich. Also pack die Fritten in die Tüte, jeder, der mich da gehatet hat, Digga. Ihr seid doch nicht mal alle dicht, Digga. Bro, das ist crazy, Digga. Ja, das raus. Oh mein Gott, was. Jetzt sagt er, wir können doch Polizei rufen. Bruder. Also ich will ja nicht sagen, aber ich glaube, so viel Geld bekommt er nicht. Ja, Real Talk, ich check nicht, warum man sich so viel Mühe gibt. Und ja, dieses besonders mit so viel Geld bekommt er nicht, ist natürlich... Ja, das war aber Luca, Was kann ich für Luca, ja? Das war, Bro, Luca war das. Bisschen herablassen gegenüber seinem Job. Er nimmt den halt ernst, er ruft seinen Filialleiter an, haben die eine Drehgenehmigung. Aber bevor man jetzt die Polizei ruft, also das Ganze geisteskrank eskalieren lässt, hätte man schon mal entspannt mit denen reden können, weil er wollte ja dann auch rausgehen. Aber die Kommentare beim Rausgehen hätte man definitiv sein lassen können. Was eure Meinung ist, das Ding... Aber guck mal, Leute, Ryfex hat jetzt einmal Rücken gegeben, TikTok ging nicht viral. Was sagt das über TikTok? Datenschutz und Recht am eigenen Bild, 2 Gesetze in Deutschland, an die sich diese Streamer halten müssen. Digga, leck mich am Arsch. Also wirklich, hast du Deutschland immer noch.
Also das ist für mich so, wie einer, der neben dir sitzt und lautstark telefoniert, es gehört sich einfach nicht und was laberst du für einen Scheiß, Digga? Bro, Bruder, ich würde auf der genau gleichen Lautstärke reden mit einem Homie, wenn er neben mir stehen würde. Digga, MC Diddy, Alter. Oh mein Gott. Sollte mich mal ein Streamer filmen beim Essen, hoffe ich nur, dass er genug Leute bei hat. Ja, Ding Dong. Das will ich sehen, Bruder. Nach deiner Meinung sind Straftaten also okay, weil man ja nicht auf Leute im Hintergrund achtet. Ragebait. Das muss Ragebait sein. Das muss Ragebait sein. Die Erfahrung zeigt, dass man mit solchen Menschen nicht diskutieren kann. Wie er an der Reaktion zu sehen ist ihm scheinbar nicht mal ein Unrecht bewusst. Abgehört bis insgeheim Hugo-Fan. Zeig mal das Foto mit ihm. Ja, komm, scheiß auf TikTok. Scheiß auf TikTok, scheiß auf Twitter, Bruder. Ich bin so glücklich, dass ich mittlerweile diesen Punkt erreicht habe, dass mir alles egal ist, diese Kommentare. Ich lasse mich so ab und zu noch rage finden, ich gebe zu, aber es hittet mich nicht mehr deep. Es hittet mich nicht mehr deep, Digga. Dieser Schwellenwert ist bei mir schon weg, Digga. Ich hab in meinen Augen genug erreicht, dass mich das alles nicht mehr jucken muss. Digga, das ist... Sollen die alle jeden Tag irgendwie auf Twitter haten. Also Twitter ist das Schlimmste. TikTok geht sogar mittlerweile wieder. Aber Bruder, Twitter ist das Schlimmste. Wie gesagt, nicht mal nur ich. Also auch, Bruder, ich hatte heute so ein paar Tweets. Ich weiß nicht, ob das irgendwie viral ging in Deutschland. Ich hatte heute so ein paar Tweets wegen diesem, wie heißt das? Dieses Gesetz, was in Deutschland jetzt irgendwie neu ist. Irgendwie sowas, wegen Krieg und so. Wehrdienst. Ich habe so Tweets über Wehrpflicht. Alter, was ich da alles lesen musste. Das war crazy, Digga. Du feuerst die immer mit Aufmerksamkeit an, du musst aufhören damit. Nee, weil die geben mir auch Aufmerksamkeit. Und wie ein weiser Mann mal meinte, Hate vergeht, Klicks bleiben. Also ich sag sogar mittlerweile, diese ganzen unnötigen Dramen, die ich habe. Ich habe ja, guck mal, lass mich kurz überlegen. Ich würde von mir aus sagen, ich hatte noch nie ein Drama, glaube ich, kann sein, ich vergesse gerade irgendwas. Noch nie ein Drama, was wirklich 100% serious Kacke war. Das Einzige, was ich mich jetzt erinnern könnte, was aber auch nicht ganz stimmt, ist halt dieses Bruderverleugnen. Habe ich ja schon mal erzählt. Das kommt ja nicht von irgendwo. Das kommt ja nicht von random einfach so. Das haben wir ja 10 Jahre lang durchgezogen, beide. Nur, dass er dann irgendwann aufgehört hat. Und ich habe es halt noch einen Ticken weiter gemacht, bis sich dann alle beschwert haben. So. Also das kam nicht random von mir, einfach weil ich damit angefangen habe. Wirst du das klettern? I should speak climbing the love ladder. Ich glaube, das würde ich klettern, ja. 100%. Das würde ich klettern, aber ich würde halt schon ein bisschen so auf alle Vieren gehen. Checkt ihr? Warum ist hier keine Treppe mehr, aber? Oh mein Gott! Ah, nee, das ist eine Treppe. Hey, nee, ist keine Treppe! Alter, oh mein Gott! Okay, oh, Digga, checkt ihr, dass ihr an den Füßen so Fallschaden spürt gerade? Sag mal, was passiert bei dir oder woher die Angst? Bruder, ich sag, die Angst kommt von diesen ganzen TikToks aus der anderen Seite der Welt, wo das irgendwie gelockert wurde und da irgendwer gestorben ist oder so. Davon kommt das. Benutzen diese Streamer Klopapier oder lassen sie es krusten? Zabex lässt es krusten. Illegaler wischt ab. Sugo TV lässt es seit 22 Jahren krusten. Nadine wischt nicht ganz ab. Das ist crazy, Digga. Boah, krass. Stell dich vor, ihr kackt und ihr wischt das so nicht ab. Ctoxin hat einen neuen Modus gedroppt und ich werde ihn ausprobieren. Man kriegt alle paar Sekunden Items und muss der letzte lebende Spieler sein. Hä, gibt's das? Ich schwöre, ich wollte das heute privat spielen. Ich war heute privat auf Ctoxin, ich wollte das spielen. Ich schwöre, ich habe 5 Minuten nach diesem Modus gesucht. Ich habe ihn nicht gefunden. Da gab es nur ein Ding, der hieß Random Blocks. Wahrscheinlich ist es der gewesen. Aber ich wusste nicht, dass die so extra Maps haben dafür. Ich dachte, es wären einfach so diese Bedrock Tower. Ich muss euch das mal zeigen, Alter. Wir haben so eine Liste, wo so Content-Ideen und so draufstehen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal den Rock Bottom Tab. Also es gibt so Tabs für alles. Es gibt so Let's Go, also Main-Kanal, Zweitkanal, Gaming-Kanal, Live, Reaction. Und da gibt es auch noch Rock Bottom. Und der sieht so aus. Warte. Digga, fucking winkt gerade. Hier. Das ist der Rock Bottom Tab. Hallo Faki, hallo. Tough, oder? Hallo Leute, ich kann echt gute Stimme, weil sowas habe ich noch nie. Guck mal.
Ich kann gut schauspielern. Lasst euch hören, ich mach no stop. Guck. Ich hab so Schnodder in meiner Nase. Leute. Sorry. Tut mir leid. Auf Ernst, das ist gut. Wie auf Ernst, das ist gut, Bruder? Was, Bro, der hat einfach nur gestöhnt. Was ist daran gut? Ich esse jetzt einen Kaktus ohne Gleitgel. Los geht's. Und lass mich das Handy hier hinstellen. Ey, wie fandet ihr mein TikTok? Sag mal ehrlich, Jungs. Ich sag, das war krass. Guck mal, guckt euch das an. Das war tot? Nein, das war krass. Das ist krasses TikTok. Können wir das mal spielen? Geht mit Twitch-Chat. What? What is it? What? Was ist das? Das ist krass? Ist das krass? Ich like mal, vielleicht spielen wir das morgen. Ich stelle mir Wecker. Warum wurde ich so gefickt mit den Haaren? Sag's mir bitte. Sag's mir bitte. Wie ist es eigentlich? Gibt es keine strikten Kontrollen und Richtlinien, die das Film mit einem Handy verbieten? Wer sagt's ihm, Leute? Wer sagt ihm, dass Tims Hand so aussah? Warte. Ja, voll scheiße jetzt gewesen von mir gerade. Das war's nicht wert für den Joke. Bruder, er hat ganz eine Galerie. Bruder, ich hab einen Screenshot gesehen, ich hoffe, dass er nicht stimmt. Da hatte ich so eine fette Stirn. Das muss editiert gewesen sein. War ich hier nicht dabei. Hast du das schon mitbekommen? Bruder. Ich wünschte, das würde klappen, aber das ist eh irgend so ein Trend wieder, der irgendwann tot ist und tot. Bruder, jemand muss es wäre so krass, wenn er das entwickeln würde, Digga. Den Screenshot meine ich auch nicht. Man sieht mich so frontal und ich habe so eine richtig fette Stirn, aber den meine ich nicht. Was sagst du dazu? Heute Springs, ja, da springen wir die in die Luft, die Wichser. So, Leute, jetzt wollen wir mal sagen, wo wir hier mein Jadak reinstecken würden. Wasser? Nee, komm, ey, Wasser, da ficken die Fische drin. Pfui, da. Samba, ja, was ist das Samba mit tanzen oder Fußball spielen mit dem Schrott? Ach, das ehrliche bayerische Bier, das ist alles so eine Bullenpisse, weißt du. Mango. Oh Tja, nein. morgens Nicht der Mango, abends Tango. Immer hinein damit. Schön gelb werden, wie die Chinesen. Rakia, ja, das ist was Leckeres. Rakia können wir trinken, die Türkenbrühe da. Die Türkenbrühe. Taschen, ja, die sollen mal das Maul halten, das ist was für Weiber. Da waren 2, 3 dabei, die ich nicht kannte. Ich hab Wie fühlt sich 1,8 Millionen Volt an? Los geht's. Oh, und bitte macht's nicht nach. Viel zu gefährlich.